erstens Jiden sind gekommen in Brasil in 1628, when the Dutch, the name was the Company of the West Indies. Ze gewinnen een invasion in northern Brazil in 1628. Zijn de eerste Iden gekomen in Brazil, in Recife, in northern Brazil, als de eerste synagogue is bis aan zijn toeg is in Recife. Daarna de Dutch voor zijn gekomen met Asachiden, met een rabbi, had geheißen Isaac Aboab Fonseca. Dus gewinnt de rabbi, was gekomen met de Dutch invasion. In 1640, they had to leave because they were defeated by the Portuguese. So they had to stop in Curaçao. So the most ancient synagogue, the second most ancient, is in Curaçao nowadays. And then these Jews started a village called New Amsterdam, which nowadays is New York. Als die eerste Jiden zijn gekomen in the 17th century. Aber nachdem die eerste Jiden van een local Lishub zijn gekomen erstens in 1910, aber der Oilem is, sie sind gekommen in 1920. Was ist geschehen, was ist sehr schöne Manse. Sie kennen ein Uremeiden, peddlers, all of them. Sie sind gewesen peddlers, Uremeiden, aber sie haben da gemacht, sind gewesen responsible für jüdischen Heim für die Kinder, a jüdischer Ashil, a temple, beautiful temple, a Yiddish cemetery. All the institutions, the Jewish institutions, were made between 1920 and 1940 by the Uremeiden. Und das ist sehr, sehr schöne Romanze, weil sie haben gearbeitet como peddlers, a ganze Tag, und bei Nacht, sie haben gearbeitet zu bauen a jüdische Rischuv. Und ich habe das schon gesagt, dass der jüdische Leben in Brasil ist gewesen ein sehr vivid Leben. Ich glaube, dass Juden in Nordamerika, in New York, etliche Kalifornien, you don't know about what was the Jewish life in Brazil, in Rio and São Paulo in the 50s, in the 40s and 50s. It's given a flourishing Jewish life here.